Moin, ich proposieren uns fenken. Ich heechen euch willkommen an so nicht merci für kommen für das Pressekonferenz zum Thema von der Sondesarbecht am Handel. Ihr Schlossle gebe ich kurz präsentieren, wen alles hier so sitzt. Ich schwenke dann am linker haben am Mike Carlo Gagioli, den bei Meerbach, also Mercedes schafft, der Präsident von der Personaldelegation als Vizepräsident von dem Syndikat Handel ist. Sonja Neves wird bei Bram schafft, der Präsidentin von der Personaldelegation ist. Noch Vizepräsidentin José Gonçalves, Sekretär Zentral Adjoint für den Handel am OGBL. Dann du ganz jetzt Denis Desel, Präsident von der Personaldelegation Auchan, und Vizepräsident vom Syndikat Handel Pauline Merson, Sekretär Zentral Adjoint. Und zu meiner Rede der Patrick Urt, Präsident von der Personaldelegation Cactus, Präsident vom Syndikat Handel vom OGBL und Vizepräsident vom OGBL. Und ich selber David Angel, Zentralsekretär für den Bereich Commerce am OGBL. Wie gesagt, es geht heute Sondesarbecht am Commerce. Das ist ein Sujet, den uns die letzten Wochen beschäftigt hat, den uns wie oft beschäftigt, d'ailleurs, aber den uns effektiv seit Ende vom letzten Jahr ein bisschen mehr intensiv beschäftigt wird. Die Krudet vielleicht matt. Ich werde auch kurz eine Historik machen von dem, was in den letzten Wochen so passiert ist. Ich wollte für dich aufhängen, an dem ich die legale Situation erklären, weil die ein bisschen kompliziert ist, weil du zwei verschiedene Faktoren gehen, die aber durchzuhören sind. Wie gesagt, dann wollte ich den Historik machen und dann als Position durchlegen zum Thema und auch so, wo wir im Moment dran sind. Wir sind nämlich an Diskussionen zu dem Thema mit der CLC, also dem Patronatsverband aus dem Commerce. Wir haben am Kader von den Diskussionen gestern der CLC ein Propos gemacht, die ich dann noch präsentieren werde. Sondesarbecht am Handel wird von zwei legalen Texten regiert. Das eine ist das Gesetz über die Ouverture und das andere ist der Code du Travail. Wir haben ein Gesetz über die Ouverture, was am Anfang Ouverturen all da an der Woche von 6 bis 8 Uhr oben zulässt, einmal die Woche zulässt bis 21 Uhr abzumachen. Was samstags zulässt, bis 19 Uhr abzumachen, außer für den Kollektivvertrag am Kader von dem ich bis 20 Uhr abmachen. Aber am Anfang auch sonntags dann eben Arbeit von 6 bis, also die Ouverture von der Boutique von 6 bis 13 Uhr zulässt, außer für den Derogation ministeriell vom Mittelstandsministerium. Da kann den am Prinzip sogar bis 21 Uhr sonntags abholen. Die Derogationen, also die Möglichkeit am Gesetz von den Derogationen, können op de Mond von einer Association de Commerçants oder einer Gemeinde geholt gehen. Es gibt ganz viel der Derogationen, die werden noch auf die Schweiz kommen. Das ist bis eine Situation, wo man so viele Derogationen haben zu den Heures d'Ouverture, dass man das Gesetz am Prinzip außer Kraft gesetzt ist. Neben dem Gesetz über die Heures d'Ouverture haben wir den Code du Travail, den die Arbeitsrelationen definiert. An den am Prinzip Sondesarbecht verbietet mit Exceptionen. An eng von den Exceptionen, die am Code du Travail gehen, zu dem Verbot von der Sondesarbecht, betrifft Sondesarbecht am Commerce de Detail, am Einzelhandel, und zwar unter der Kondition, dass nicht mehr wie 4 Stunden im Stück geschafft wird. Also dass pro Salari nicht mehr wie 4 Stunden am Sonntag geschafft wird. Das ist den Artikel 231.4 vom Code du Travail, die fand er doch am Pressedossier, fand er auch den genauen Wortlaut von dem Text. Der Code du Travail, den Artikel gesagt, dann noch potenziell Ausnahmen für, die können geholt gehen über Reglement Grand Ducal, zum Beispiel für 6 Sonntage am Jahr, wenn es speziell Besoin gehen, oder für verschiedene Lokalitäten, für verschiedene Betriebe, bei denen das ökonomisch notwendig wäre. Das ist ein bisschen das, was von einer Diskussion über Lokalität, Touristik geschwärzt wird, was den Dorner versteht. Der Reglement Grand Ducal sind nie geholt. In der Moment gibt es keine Derogationen dazu. Im Moment ist es so, dass das Sondesarbecht am Handel auf 4 Stunden limitiert ist, per Gesetz. Ihr seht, wir haben hier schon 2 Legaltexte, den einen der Ouverture und den anderen der Code du Travail, die nicht unbedingt kohärent zu sind
weil man auf der enger Seite eben mit dem System von Derogationen am Anfang das können Geschäfte die ganzen da abholen, an der anderen Seite aber die Leute im Prinzip nicht mehr wie 4 Stunden können schaffen. Die 4 Stunden Limitation, und dann komme ich am Anfang schon besser bei der Historik. Die 4 Stunden Limitation, die gibt es schon lang, schon immer. Mais es war in den letzten Jahren so, dass ganz viele Betriebe sich nicht mehr in die Limitation gehalten haben. Also am Anfang, was der Ausmaß von der Sondesarbeit zugeholt oder von der Sondesouverturen zugeholt am Commerce, was Männer die 4 Stunden Limitation respektiert haben. Und die Situation gouf jahrelang toleriert. Du gouf keine Kontrollen, du gouf doch keine Sanktionen, das gouf einfach so laufen gelassen. Das ist nicht mehr so. Ende 2020 goufen nicht Kontrollen von der Inspektion du Travail des Mines, von der ITM, Gewerbeinspektion, allgemein über die Arbeitszeiten am Handel, weil du allgemein viele Probleme gehen, weil du viele Abüse noch festgestellt gehen. Und darauf sind die ITM eine ziemlich groß gelöschte Kontrollaktion am Handel gemacht. Und eine von den Sachen, die da festgestellt wurden, war eben der Non-Respekt von der Limitation auf 4 Stunden Sondes. Darauf sind am Januar ein ganz Reihe Betrieber verwarnen, da konnte gesagt, voilà, die hat paar Wochen Zeit und da muss da die Limitation halten, sonst gibt es Sanktionen kommen. Ein ganz paar die Betriebe haben sich darauf ziemlich reorganisieren, wie das so jahrelang so funktioniert hatten, dass die Leute effektiv 8 Stunden oder 5, 6, 7, 8 Stunden kommen gelassen haben sie sich relativ schnell umstellen. Das tut natürlich zu verschiedenen Problemen auch an den Betrieben gefordert. Das ist nicht so einfach, davon haut man die ganze Arbeitsorganisation umzusetzen. Aber das hat verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Betriebe. Also verschiedene Betriebe, die machen das ganz so. Andere Betriebe, die stellen massiv Studenten zum Beispiel an, für die entgegenzukommen. Andere lassen Mail-Leute kommen. Und nach anderen respektieren einfach weiterhin Gesetz nicht. Das geht doch. Sobald mir also GBL matkrit tun, dass es Problem gibt, dass es durch Kontrolle geht und dass bis an Demeuren und Betriebe adressiert geht, haben wir direkt Kontakt mit der CLC abgeholt, für zu gucken, ob es möglich wäre, eine Lösung zu finden. Weil wir ja gemerkt haben, also wir sind auch von Betrieben kontaktiert, die so gerufen haben und gesagt haben, wir haben ein Problem, wie soll man das machen? Wir haben der CLC, mit CLC direkt kontaktiert und haben gesagt, komm, wir gucken, dass wir es zusammensetzen, an einen Sozialpartner eine Lösung finden für den dort Problem. Da hast du noch relativ schnell stattfand. Wir hatten ein paar Reunionen mit der CLC, wir haben noch einerseits Kontakt mit dem CGB abgeholt, für natürlich auch als Gewerkschaften zu gucken, eine gemeinsame Linie zu definieren, wir als Personaldelegation im Terrain informiert und so weiter. Bei dieser Initiative nun die Diskussionen mit der CLC stattfanden, an den Diskussionen sind wir heute nach. Am Kader von den Diskussionen haben wir, wie gesagt, gestern der CLC einen Propos gemacht. Als Position zu der ganzen Frage ist, dass wir im Prinzip gegen die Sondesarbeit am Handel sind. Wir sind nicht an, für was in die Sondesouverture braucht. Wir sind gegen natürlich allweiter auch Liberalisierung von den Öffnungs- und den Arbeitszeiten, und wir bleiben dadurch. Ich will auch dazu sagen, das sind 2 Sachen, die ich einfach für wahrscheinlich will sagen, ich nach mir an Detail bei der Position angehen. Wir können nicht mehr begrüßen, dass die TM die Arbeitszeiten am Handel kontrolliert. Es gibt, wie gesagt, viele Probleme an Bezug auf ganz viele Sachen, was den Arbeitszeiten nicht nehmen, an Bezug auf Sonderarbeit. Es gibt viele Probleme am Handel mit dem Respekt vom Arbeitsrecht, auch von den Arbeitszeiten. Wir sind in einem Sektor, wo Leute ganz flexibel müssen arbeiten, wo die Flexibilität wirklich auch jeweils ganz extrem ausgenutzt wird. Dafür begrüßen wir, dass es da Kontrolle gibt. Und wir begrüßen auch da, dass die Kontrollen auf Initiative vom Arbeitsminister hier stattfinden. Dass der Arbeitsminister der ITM ordiniert hat oder die ITM rekommandiert hat, für groß gelöschte Kontrollaktionen zum Thema Arbeitszeiten am Handel zu machen. Das ist gut und das ist auch wichtig. Ceci dit, wie gesagt, wir sind im Prinzip gegen die Sondesarbeit am Handel. Wir haben zum Beispiel eine Basis, auf der wir immer argumentieren, die ganz interessant ist. Das ist eine Studie vom LISER, die 2018 von der Regierung an Auftrag gegeben ist, vom Mittelstandsministerium, damals nach von der Madame Klosner, über den Impact von einer Liberalisierung von den Öffnungszeiten am Handel auf Betriebe, auf Salarien. Die Studie, das wie gesagt, 18 an Auftrag gegeben, die ist mit 2019 fertig ging. Wir konnten am März 2019 konnten wir vom Herrn Dallas, den du in der Zwischenzeit im Mittelstandsministerium überholt hat, gesagt, die GIF schon publiziert gehen, und wir GIF dann noch revidiert gehen und GIF dort Konklusionen präsentiert kriegen. Das ist nie geschieht.
Ich profitieren dann noch davon für heute einkehr zu froh, wo die Etude drin ist, wieso den immer nicht publiziert gouf, wenn das publiziert gött, auch für zu erstreichen, dass gerade an der Diskussion, die wir gerade feiern, wichtig wäre, die Basis, die Diskussionsgrundlage zu haben, von der Etude. Die Etude haben mehr intern, und sie ist ganz interessant, weil sie viel von unseren Argumenten erstreicht, zum Beispiel seht, dass von elargierten Öffnungszeiten für allem die Großakteure, die Großgalerien profitieren und nicht, wie immer gesagt wird, die kleinen Kommerzen. Auf allem, und das ist etwas, in diesem Kontext hier wirklich interessiert, dass 8 von 10 Salarien am Handel so, sie gehen am liebsten Sonntags nicht schaffen wollen. Also sie gehen gefroht, voilà, was für Kompensationen wünsche ich Sonntags an hier und da. Und da geht ein froh, wo sie gefroht wird, gib dir, wenn es möglich wäre, Sonntags nicht schaffen, und du so 80% von den Salarien, ja, ich will am liebsten Sonntags nicht schaffen. Dafür sind wir natürlich als Gewerkschaft, als majoritär Gewerkschaft am Sektor Handel gegen die Sonde selber am Handel, wenn man der Meinung sind, dass Sonntag du hast für Zeit mit der Familie zu verbringen, für Zeit für kulturelle, sportliche Aktivitäten zu haben, für Benevolat zu machen. Wir werfen an dem Kader dann noch froh, ob das ist eine Gesellschaft, ich froh, eine Gesellschaft will man eine Gesellschaft, wo wir muss können 24 Stunden auf 24, 7 Tage auf 7 können abkaufen, wo die Leute aber auch müssen dann 24 auf 24, 7 Tage auf 7 disponibel sind, für zu schaffen, wo kein Plage horaire mehr gibt, für mit der Familie zu verbringen, wo die Leute hier kann die ganze Zeit müssen irgendwo unterbringen und so weiter und so fort. Und dann ich weiß, dass die froh mal abkönnt, ja, Supplement und Leute sind aber froh, dann mehr zu verdienen, das könnt ihr auch in dieser Diskussion immer rum, geht das abgeworfen. Ich fand es nicht normal, dass an diesem Sektor, den, wie man seit 12 Monaten schon gesehen, oder mehr wie 12 Monaten schon gesehen, den ein essentieller Sektor ist, wo man genau gesehen hat, dass wenn der Sektor du nicht schafft, dass dann als Gesellschaft quasi zusammenbricht, dass die Leute, die an dem Sektor schaffen, an der erster Linie schaffen, dass die auf die Sondersupplement angewiesen sind, wir können in halbwegs ordentlich Leben zu feiern. Wann man über diese Sache schwätzen, da muss man über den Mindestlohn schwätzen, weil an diesem Sektor geht als die große Majorität von den Leuten schafft den Mindestlohn. Aber wenn Patronate so daran interessiert, dass wie sie an der Debatte so, dass Leute am Handel genug verdienen, da muss ein paar Jahre und da können wir auch drüber schwätzen, das wird man zum Beispiel schon auch mit der CLC diskutiert tun. Da muss man zum Beispiel darüber schwätzen, dass Leute nur 10 Jahre bei diesem Sektor noch immer nicht als qualifiziert angesehen und nicht den qualifizierten Mindestlohn zu gut tun. Das für was. Wie gesagt, am Kader von der Kontrollaktion von ETM, also zu einer gewissen Hektik am Sektor kommen, Betriebe uns müssen umstellen und das möchte nicht mehr glücklicher. Dafür sind wir als Gewerkschaft auch an einer pragmatischer Lesung interessiert, am Juni eben, wie gesagt, Kontakt mit der CLC an die Propos gemacht. Das ist aber klar, und es muss auch klar sein an der ganzen Diskussion. Das ist nicht, weil jahrelang Gesetz nicht respektiert gehen, dass das irgendwie in Acquis wäre, und das einfach Gesetz muss aufgeschafft oder suspendiert gehen. Das ist ein blöder Vergleich mit, das wie wenn ich jahrelang immer über dieselbe Straße fahre, wenn sie rot ist, und ich gehe eben nie kontrolliert, ich kriege nie ein Protokoll, und dann gehe ich einfach kontrolliert, und da fordere ich, anstatt ein Protokoll zu bezahlen, fordere ich, dass das Straße einfach aufgebaut wird. Das ist ein bisschen dasselbe Prinzip. Das ist auch nicht das Problem, wie das von verschiedenen Seiten noch politisch gesagt wird, dass das Arbeitsrecht zu rigid wäre. Wir haben ein Problem effektiv, weil der Widerspruch zwischen den zwei legalen Texten ging. Das Problem, du hast nicht den Code du Travail, das Problem ist, dass das Gesetz über die Öffnungszeiten de facto durch den Regime derogatoire, den wir kennen, dass das de facto einfach als Kraft gesagt ist, und zwar ohne gesellschaftliche Debatte darüber, ohne politische Diskussion, ohne Verhandlungen zwischen Sozialpartnern. Das wird einfach gemacht, da geht vom Minister, vom Mittelstandsminister gegen Derogationen geholt, ohne mal die zu schwätzen, und dann wird das Gesetz de facto suspendiert. Und dann muss ich an dem Kontext dann noch froh abwerfen, wie ist es möglich, dass es am Handel anscheinend jahrelang möglich ist, das Gesetz nicht zu respektieren. Ne? Dass du seit so vielen Jahren einfach sich drüber weggesagt hast, wie kann es dann noch sein, dass da von den Lot aus und dann von verschiedenen Employern hört, dass es also das Lo gesagt wird, das ist unmöglich, Gesetz anzuhalten. Nein, das kann es nicht sein. Und kann doch nicht sein, dass ich möchte, wenn das ein Skandal wäre, wenn in Obama gesagt wird, ja, die muss das Gesetz anhalten. Jederem ist bewusst, wer am Code du Travail steht, oder soll auf jeden Fall bewusst sein, und jederem hat sich auch durchzuhalten. Wir sind trotzdem, wie gesagt, in einer pragmatischen Lesung interessiert, und wir sind der Meinung, dass es am Anfang über den Sozialdialog an den Betrieben ist, dass man da eine Lesung finden muss.
das ja etwas, was dann von verschiedenen Seiten gesagt wird, ja, du musst zwischen dem Patron singen Salarien, muss ihn du in Diskussion zulassen, an Lesungen finden. Ja, mehr an einen gewissen Kader. Dafür haben wir von Anfang an der CLC gesagt, wenn wir hier eine Lesung finden, kann der am Anfang nicht über den Kollektivvertrag gehen. Wir haben schon ein Beispiel für das zu streichen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben gesagt, eben die Ouverture, haben wir ja die Disposition, die sagt, samstags um 7 Uhr müssen Geschäfte dazu machen, außer sie haben einen Kollektivvertrag, den ihnen erlaubt, bis 20 Uhr abzumachen, also bis 8 Uhr abzumachen. Ja, noch Contrepartie, Supplement, was auch immer. So ungefähr stellen wir uns das eben auch für in diesem Kader, dass ich kein Problem lesen, dass ich so ein Gesetzbar. Gesetz ist 4 Stunden. Am Prinzip bleiben wir natürlich auf der Limit, aber wir gehen den Betrieb, aber ich geht über den Kollektivvertrag darüber rauszugehen und die Leute dann eben bis zu maximal 8 Stunden schaffen zu lassen. Das heißt, wir müssen am Kollektivvertrag eine Disposition 3 Stunden haben, die sieht, sonst können Salarien bis 8 Stunden schaffen gehen, gegen eine Kontrapartie, die mir dann als Gewerkschaft, als national repräsentativ Gewerkschaften am Betrieb verhandeln. Das ist das einzige Mittel für am Anfang zu garantieren, dass eben den Dialog zwischen Patron und Salarien an einen korrekten Rahmen, an einen korrekten Kader stattfindet, und dass du natürlich auf der einen Seite die Besoin von der Betriebe Rechnung gedruckt, mehr aber auch die Besoin von den Salarien. An dem Kontext her, den dann noch immer also im Kontext der Diskussion her, den immer soll in die schaffen lassen, die schaffen wollen. Das ist immer so dieselbe Sondklosch, den du von verschiedenen Seiten können, also die Notion von Volontariat. Wenn wir an den Betrieben die Leute das erzählen, da lachen sie. Weil an den Betrieben weiß jeder, dass es kein Volontariat gibt an der Arbeitswelt. Wenn mein Patron mir sagt, du kannst das schaffen, da kommen nicht das schaffen. Also gut, wenn irgendwo steht, das wäre Basis volontär, wenn ich nicht schaffe kommen, dann kriege ich den nächsten Monat in Horaire, den ich nicht arrangiert, da kriege ich die Road nicht, die mich arrangieren, oder ich kriege meinen Congé refusiert, oder x andere Sachen, sodass es de facto kein Volontariat gibt an dem Kontext. Das ist in einem Lien de Subordination mit einem Employer, das sind du nicht ob anhecht. Das ist eine Illusion, also du sollst sich nicht auf einer Täuschung lassen. Da muss ich dann noch zum Beispiel froh, was geschieht dann zum Beispiel, wenn es kein Volontär gibt. Also der Betrieb will sonst abmachen, fragt, wenn das Volontär, weil kein sich. Bleibt der Betrieb, also bleibt die Boutique dann so oder wie stellen Sie sich dafür? Das heißt, ja, kann ich arrangieren, kann ich von Lesungen zwischen Employer und Salarien, wir kommen eben so, dass wir verhindern, dass du Druck ausgeübt wird, dass Leute quasi freiwillig gezwungen gehen. Wir machen die den Kollektivvertrag, verhandelt zwischen Employer oder Employerin, eine Gewerkschaft, die eben die Interesse der Beschäftigten vertritt, weil die Organisation der Beschäftigten ist. Das ist mir in der CLC gestern die Propos, also wir haben hier von Anfang an das gesagt, wir haben gestern schriftlich ein Propos gemacht, für das so zu regeln, über den Weg von den Kollektivverträgen. Der Vollständigkeit halber will ich auch erwähnen, dass wir auch ein Propos von der CLC schon durch hatten, bei der es am Anfang just darum geht, die bestehende Praxis, Gesetz nicht zu respektieren, der bestehende Praxis, Gesetz nicht zu respektieren, am Anfang legale Kader zu gehen, über den Akkord national. An dem sie den Betrieber geben Stundenkredit gehen, über 156 Stunden, weil sie sich vorstellen, über den sind Leute bis zu 8 Stunden Kredit schaffen lassen. Das heißt, die für so einen Allbetrieb hat pro Salari 156 Stunden zu gut, die kann mehr das Salari schaffen lassen. De facto heißt das, wenn den Congé rausrechnet, heißt das, dass das Salari allsondig bis 8 Stunden schaffen kommen. Und de facto stellt das auch ein legales Problem durch, weil am Kader vom Arbeitsrecht eine große Regel, die am Punkt besieht, dass immer die Disposition, die mehr favorabel für das Salari ist, die appliziert wird. Das heißt nicht mehr, du hast nicht mehr favorabel für das Salari dran. Es gibt keine Kontrapartie, es gibt überhaupt nichts. Es wäre just einfach so, und voilà, macht weiter wie bislo, das Gesetz nicht respektiert, da passen wir am Punkt der legale Kader und der Praxis an, ohne irgendeine Kontrapartie. Das wäre nicht mehr favorabel für das Salari wie der legale Kader, dadurch gibt das sowieso nicht, wäre das legal überhaupt nicht machbar an unseren Namen. Das heißt, für uns ist die Propos von der CLC als sowieso nicht viabel. Und da so ein bisschen dann noch die Geschichte effektiv mit der Roter Lut. Du hat CLC gerne, dass mir so, ja, die sind so lange über Rot gefahren, dann kommen wir bauen die Rote Lut einfach auf. Voilà, das ist keine Verhandlungsbasis, dann schwingen das weiß CLC auch.
tut sowieso und das auch als generelle Approche und ich meine, das ist aber auch ein Approche, die Sinn möchte. Tut keinen Sinn für eine generelle Lesung für alle Betriebe zu sich. Wir sind ein Sektor, der ganz divers ist, wo man wirklich von der kleinen Bäckerei bis zum großen Supermarché, über die Kleiderboutique, über all möglichen verschiedene Betriebe, alles tun, ganz kleine Betriebe, ganz große Betriebe. Du hast es ganz schwer, für du alles so gemeinsam miteinander zu bringen. Du fand mir, dass der Kollektivvertrag einfach genau das richtige Instrument ist, wir können es simulieren, wir können gucken, was sind die reellen Besoin auf beide Seiten, entweder um Niveau von einem Betrieb oder um Niveau von einer Branche innerhalb vom Sektor, für dann do eben gegebenenfalls Kontrapartie können zu verhandeln. Will man, wie gesagt, aber pragmatisch sind da noch kein Unmenschen sind an Betrieber gesehen, also von mir gesehen, dass Betrieber für organisationelle Schwierigkeiten stehen und das ja nicht unbedingt ein Interesse aus. Wo man sogar proposiert, da kann ich bauen eine Übergangsphase von 12 Monaten an, wo man so hey, irgendwie können wir da gucken, eine Lesung zu finden, über so etwas wie so eine Stundekredit oder so, den wir aber dann mit Kontrapartie für das legal gangbar ist. Wir haben eine Übergangsphase von 12 Monaten, da lassen wir den Betrieber Jahr Zeit, für man da ist da Kollektivverträge oder Dispositionen an Kollektivverträge ran zu verhandeln, für das umzusetzen. Aber während dem Jahr können sie dann am Anfang weiter so funktionieren wie bislang. Dann haben wir am Anfang all deren abgemacht, für nicht dadurch an den Betrieber zu blockieren. Muss ich noch dazu so viele Betrieber, gerade die, wo du den Besoin gibt, die haben schon den Kollektivvertrag. Weil die Betrieber, die für ihre Schwierigkeiten stehen am Kader von der Dota froh, das sind vor allem die Großbetriebe, das sind nicht die Kleinen. Weil die kleinen Betriebe am Stadtzentrum, die machen sonst nicht so lange, ob die machen, wann da sonst nur mit ein paar Stunden oder so. Die haben nicht unbedingt den Besoin für die Leute, um lange arbeiten zu lassen. Und sie wirklich die Großbetriebe, die all sonst abholen, die Besoin haben. Die Betriebe haben schon den Kollektivvertrag. Du gibst durchgehen einfach einen Artikel an den Kollektivvertrag, einen Artikel an den Kollektivvertrag ranzuverhandeln, für das Toten dann zu lesen und die Möglichkeit zu gehen, sonst die Leute mehr lang wie 4 Stunden arbeiten zu lassen. Den Akkord, den wir der CLC proposiert haben, den ist quasi bereit für Schreiben zu gehen. Die kann nur Schreiben gehen, wenn den Akkord gibt. Wenn man nur schreiben kann, im Prinzip die Übergangsphase lassen, und da können Betriebe zurück an die Normalität von den letzten Jahren kommen, an hun Zeit für sich zu adaptieren. Du hast ja auch, ich meine, das war 0,7, wo den Arbeitsminister an einem Interview gesagt hat, wenn es einen Akkord der Sozialpartner gibt, gehen sich dem nicht entgegenstellen. Das heißt, auch hin wird eine Ouverture gemacht. Lo war am Anfang auf CLC. En attendant, du bekräftigst mir dann noch das, was der Minister auch an dem selben Interview gesagt hat, en attendant müssen Kontrollen weitergehen. Das ist nämlich so, dass eine ganze Reihe Betrieber natürlich kontrolliert gesehen und sich müssen umstellen und Gesetz respektieren, was ja auch gut ist. Aber gleichzeitig gibt es dann aber Betriebe, die noch nicht kontrolliert gesehen und die weiterhin Gesetz nicht respektieren und die auch ganz so, solange wir nicht kontrolliert gesehen, machen wir weiter wie bislang. Dafür fordern wir allein schon, wenn es der Gerechtigkeit zwischen den Betrieben da und nicht kann sein, dass Betriebe sich da ein Viertel verschärfen, fordern wir, dass die Kontrolle weitergeht, solange wie es kein Akkord gibt und dass auch Betriebe weiterhin verwarnt und gegebenenfalls sanktioniert gehen. Wir wären also auch dagegen, dass da irgendwie über Derogationen gefolgt, für die überhaupt keine legale Basis gibt. Für den Moment ist das nicht der Fall, wir sagen das mal sicherheitshalber, wir sind der Meinung, dass es da keine Derogationen dazu kann geben. Es kann natürlich über die Reglement Grandikal für 6 Stunden am Jahr diskutieren, wie das am Gesetz steht, wie dass es eine legale Basis dafür gibt, für was nicht. Aber par contre, die Diskussion über Lokalität, Touristiken und so weiter, die schon abkommen ist, die ist fehl auf der Platz, weil es geht nicht um Lokalität Touristiken. Ich soll mir erklären, wo Pommerlach oder Uwerpallen eine Lokalität Touristik ist, was es für Sehenswürdigkeiten gehen, außer Tankstellen, aber was es für den Tourismus gibt, außer Tanktourismus und Tabak-Tourismus. Also à la Limite, Stadt Lützeburg oder Irstanach kann ich natürlich diskutieren, dass das eine Lokalität Touristik, aber nicht all die anderen Lokalitäten, für die im Moment Derogationen gibt. Für den Rest, wie gesagt, also als Position, das Gesetz da als für respektiert zu gehen, und solange wie keiner Akkord gibt, kann es dazu auch keine Ausnahme geben. Und Sarah ist am Anfang ganz klar für uns, wir haben einen Deal gemacht, Propos leider im Tisch, wie gesagt, sie ist bereit, für nach Schreiben zu gehen, das ist ein Propos, die viabel ist, wie ich reden, mit einer Übergangslösung für wirklich die Betriebe keine Steine an den Weg zu legen. Lo leitet der Ball bei der CLC und leider vom Schuss nach unten hin. Voilà. Dann sind ich bereit für Fragen.